Hilfe! Hilfe! Wir sind so unterschiedlich. Wir sind wirklich so unterschiedlich. Ja, dieses Thema ist für uns gemacht. Also. Willkommen beim Marriage Chat, der Ort, wo wir ehrlich und authentisch über Ehe reden. So schön bist du heute dabei. Wir sind Dan und Marianne und wir dürfen die Ehe- und Familienarbeit im ICF Church in Zürich leiten. Wir haben alle Beziehungen. Beziehungen sind wichtig im Leben. Gute Beziehungen bauen wir Tag für Tag, investieren wir. Wenn wir aufhören, in eine Beziehung zu investieren, dann wird eine Beziehung nicht wachsen. Und in der Ehe ist es auch so. Wenn wir in der Ehe florieren wollen, dann müssen wir investieren. Und darum machen wir gerne diese Marriage Chats, weil wir sprechen gerne über die Ehe, die Challenges und wie können wir in der Ehe wachsen. Wir wollen euch ermutigen und inspirieren mit dem Marriage Chat. So ist es. Wir profitieren immer auch selber in der Vorbereitung, in der Durchführung dieser Marriage Chat. Hey, wir lieben es, die Feedbacks zu erhalten. Einfach von den letzten 2 Episoden kamen so viele Feedbacks. Wenn du die letzte Episode noch nicht geschaut hast, mit Michi und Sarah Sieber, dann schau es unbedingt noch. Link ist unten im Beschreib. Und jemand hat uns geschrieben, eine Zuhörerin, die hat geschrieben, ich bin mit meinem Mann fast 3 Jahre verheiratet. Gratulieren. Wir erwarten im Oktober unser erstes Kind. So gut. Yay. Ich bin so dankbar für die kostbaren Inhalte, die ihr in den Videos vermittelt und eure Gebete bei uns haben sie tatsächlich etwas verändert. Also mega schön, also einfach so ermutigend zu hören, was diese Marriage Chat bei euch bewirken. Also bringt diese Feedbacks, bringt eure Erlebnisse, das ermutigt auch uns. Genau, und heute haben wir ein spannendes Thema. Hilfe! Hilfe! Wir sind so unterschiedlich. Wir sind wirklich so unterschiedlich. Ja, dieses Thema ist für uns gemacht. Also, genau, wer ist sonst noch unterschiedlich? Genau. Hey, aber bevor wir reintauchen in dieses heiße Thema, ich habe ein Geschenk. Und zwar, wenn du jetzt zu Hause das zuschaust und du möchtest ein Buch von Lea und Susanne zum Punkt Ehe, erfrische deine Ehe in 31 Tagen, das da, sehr empfehlenswert, und das da, Liebesleben, beides super Bücher, wir verschenken es, schreib in den Kommentar rein, wenn du so gern eines haben möchtest und wir senden es dir gratis zu, natürlich kannst du es auch kaufen, alle Infos dazu, auch im Beschreib unten. Unterschiedlichkeit ist ja nicht gerade unbedingt etwas Negatives. Also, aber bei uns ist es so, dass es sind sehr unterschiedlich. Das fängt an, dass Marianne, sie kommt von Australien. Sie ist Australierin. Falls Sie das noch nicht gemerkt haben. Doppelbürgerin, auch Schweizerin. Deutsch, genau. Und aufgewachsen in einem wunderschönen Land, wo es keine Regeln gibt oder fast, oder man hat das Gefühl. Genau, nur Party. Nein, aber einfach die Kultur ist anders, nur schon das Setting ist anders. Du bist ein Land in einer Insel, das für sich abschotten kann von der Rest der Welt, das haben wir auch jetzt gesehen. Ja. Und dann ich. Du bist von der Schweiz. Von der Schweiz, wo es regnet. Ein kleines Land, hier europäisch prägt, also viel Geschichte, viel Kultur, viel Tradition. Du bist ganz anders aufgewachsen. So ist es. Genau. Und das prägt uns. Nur schon unsere Herkunft prägt uns extrem, sondern wir sind aber auch mega anders. Genau, ich bin eher introvertiert, ich bin der 1:1-Typ. Ich liebe Menschen und ich tanke auf bei vielen Menschen. Ich bin sehr sauber, ich habe Ordnung gern. Ich bin ein Generalist. Nein, ich habe auch... Schön gesagt. Ich habe auch gerne... Also im Abwaschen der Teller bin ich sogar sauber. Ja, genau. Dort schaust du genauer an. Genau. Aber im gesamten Bild. Genau. Ich lege Wert auf Sicherheit. Also ich bin nicht so risikofreudig. Und ich habe meine Risikolimite etwas höher. Ja. Immer ein wenig höher. Genau. Ich liebe es, Neues zu entdecken. Ich liebe es, etwas ans Limit zu gehen. Und in den Ferien, ich bin eher spontan. Ich entscheide gern am Morgen, was ich am Tag mache. Und ich liebe es, Ferien zu planen. Ganz früh. Also wir wissen, was wir jetzt im Sommer machen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist researchen, was kann ich dort machen. Und das stresst mich. Nur der Gedanke. Ja, das merkt mich. Und ich bin halt rücksichtsvoll. Also. Und ich mache mir weniger Gedanken.
generell über alles. Was auch manchmal schön ist. Was auch schön ist, aber eben, meine Gabe ist nicht das Rücksichtsvolle, das muss ich lernen, ja. Also ihr seht, wir sind wirklich unterschiedlich und vielleicht schaust du heute zu oder hörst du zu in einem Podcast und du merkst, zum Glück gibt es noch andere, also lass dich ermutigen. Wir sind jetzt 11 Jahre zusammen und immer noch glücklich. Ja, genau. 12 Jahre. 12 Jahre, ja. Entschuldigung. Aber das Krasse ist, es gibt ja auch Positive. Es gibt Herausforderungen in der Unterschiedlichkeit, aber es gibt auch Positives. Und das Positive daran ist auch, dass die Unterschiedlichkeit hilft mir, mich zu entwickeln. Also ich habe jemanden an meiner Seite, die Marian, und die hilft mir, damit ich mich mehr entwickeln kann durch ihre Unterschiedlichkeit. Wurde mein Horizont in den letzten Jahren viel weiter. Ich habe ein größeres Verständnis für Andersartigkeit von anderen Menschen. Ich habe ein größeres quasi Feingefühl und ich merke, ich habe auch meine Persönlichkeit kann wachsen und wir können uns gut ergänzen. Also ich sehe unsere Ehe als Partnerschaft, wo wir beide unsere Stärken reingeben, davon profitieren und unsere Schwächen daran ergänzen. Also darum merken wir, das hat auch sehr viel Schönes. Aber es bringt auch viele Herausforderungen. So ist es. Und ich möchte das ganz kurz anschauen, das Resultat der Unterschiedlichkeit. Sagen wir zum Beispiel Ferienplanung eben. Ich mache das, wir haben zuerst mal, kommt eine Frustration rauf, zum Beispiel bei ihr. Oh, wieso planst du wieder, oder? Lass uns doch einfach genießen, das ist nicht Ferienplanen. Sie zeigt mir diese Frustration, wir reden darüber. Ich habe Unverständnis. Sie sagt, aber das machen wir doch. Und unser Unterschied, für mich ist das ganz klar. Und also die Frustration, Unverständnis. Und dann merken wir verstehen uns nicht. Und dann kommt eine Distanz. Also weißt du, wie so, du verstehst mich nicht. Ich bin frustriert, dann reden wir darüber, du siehst es nicht gleich. Jetzt haben wir eine Distanz. Und das führt zu einem Konflikt. Also das sind die schwierigen Schritte von dieser Unterschiedlichkeit, in der wir drin sind. Und das haben wir auch in der Ehe erlebt. Also wie ich vorher erwähnt habe, ich bin mehr der introvertierte Typ. Und am Anfang von unserer Ehe hatten wir viele Leute bei uns zu Hause, denen hat oft Leute eingeladen oder wir waren oft auf Besuch bei Leuten zu Hause und ich war in dieser Zeit sehr genervt und gestresst und ich habe gemerkt, das ständig Sozialleben ist mir zu viel. Aber ich habe das nicht an denen sofort gesagt, weil ich habe gedacht, das soll ich können. Wir Menschen sind für Gemeinschaft gemacht. Ich habe gedacht, ich packe das oder ich muss anpassen, dass der kann seine sozialen Wünsche ausleben. Und der war auch in dieser Zeit oft gestresst, weil er gesehen hat, ich bin genervt und frustriert und dann ist er gestresst und wir haben wirklich häufig gestritten über Kleinigkeiten, über alles und nichts, weil wir waren einfach beide frustriert. Bis irgendwann habe ich eben ein Gespräch gesucht mit denen und ich habe gemerkt, ich bin so unterschiedlich, ich kann einfach nicht ein Sozialleben führen, das im gleichen Maß wie denen, weil ich anders gemacht bin. Und wir müssen zusammen reden und schauen, okay, was können wir ändern, wie können wir besser unsere sozialen Wünsche und soziales Leben planen und leben. Aber die Unterschiedlichkeit ist wie zwischen uns gekommen und hat zu sehr viel Konflikt geführt. Ja, das ist ja so, dass der Konflikt, als sie das mir erzählt hat, ist ja nicht so, dass dann automatisch ich das auch verstanden habe. Nein, nein, das nicht. Das hat wirklich Zeit gebraucht. Darauf kommen wir zurück, auf wie wir wirklich darin wachsen können. Aber das Interessante ist, ich denke, wenn ihr in eurer Beziehung oder wenn ihr das merkt, es gibt gewisse Dinge da, die lösen eine heftige Reaktion aus, dann ermutige ich euch einfach auch mal ehrlich zu sagen und sagen, vielleicht merkt ihr plötzlich, ich bin da anders, darum reagiere ich anders. Also nicht nur immer das Problem anzuschauen, sondern auch vielleicht sagen, ich habe andere Bedürfnisse, ich bin auch eine andere Persönlichkeit. Gewisse Dinge lösen bei mir andere Reaktionen aus. Und das mal zuzugestehen. Ich denke, einige Leute müssen sich auch besser kennenlernen. Weil ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sind immer so, denken, so muss ich sein und sind gar nicht ehrlich mit sich selber. Gell? Ja, und das ist oft ein Prozess, der über Jahre geht. Oder? Für uns war das wirklich der erste so,
3 bis 5 Jahren Ehe haben wir ständig über diesem Thema gesprochen, weil wir sind in einem Prozess gewesen. Man muss ehrlich mit sich selber sein. Also, aber dann, Mary, nimm uns mal rein. Wie können wir glücklich als unterschiedliche Personen zusammenwachsen? Ja, genau, das ist die große Frage. Wie ist das denn möglich, unterschiedlich zu sein in der Ehe und doch glücklich und doch weiter wachsen? Also ich denke, der erste wichtige Faktor ist einfach akzeptieren, eine gewisse Akzeptanz für deinen Partner. Und das ist natürlich einfacher gesagt als gemacht, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sagen, am Hochzeitstag sagen wir Ja zueinander, aber dann muss das dann wieder passieren und wieder passieren, dass wir immer wieder ein Ja zu unserem Partner, dass wir das haben und doch auch, wenn der Partner ändert sich. Also ich denke, das ist manchmal etwas, wo wir unterschätzen in der Ehe über die Jahre und die Zeit. Wir Menschen, wir entwickeln uns, wir ändern sich ständig und in der Ehe oft braucht es ein bewusst neues Ja zu deinem Partner. Vielleicht hast du über die Jahre Hoffnungen begraben müssen oder vielleicht ist dein Partner weiterentwickelt in eine Richtung, wo du gar nicht vorstellen könntest, aber doch wieder mal ein Ja zu sagen zu deinem Partner. Und mit dem meine ich nicht, dass wir sagen, ja, Akzeptanz meine ich nicht, dass all seine schlechten Gewohnheiten müssen wir plötzlich gern oder toll finden. Nein, das meine ich nicht. Das ist mehr so ein tieferes Akzeptanz. Ich habe für dich entschieden, ich sage Ja zu dir. Genau, ich denke, das ist ganz wichtig. Und das ist herausfordernd. Ich kann vielleicht kurz persönlich erzählen von mir. Wir haben angefangen, zusammen in der Kirche zu mitarbeiten als Volunteers. Und irgendwann kam, das war der Wunsch von uns beiden dazu mal. Und auch ich bin so aufgewachsen, meine Eltern waren immer zusammen im Dienst. Dieses Bild hatte ich hatte ich dabei. Und plötzlich kam heraus, Mary merkte, sie kann nicht im gleichen Maß involviert sein in der Kirche, wie ich bin, weil so viele Menschenkontakt, das fordert von ihr mehr, als es von mir fordert. Und sie hat sich dann entschieden, dich wieder rauszunehmen und gesagt, hey, ich komme am Sonntag noch in die Kirche, aber ich nehme mich aus den Teams raus. Und dann war das für mich so wie, es war schwierig. Es war schwierig, weil ich musste plötzlich etwas loslassen von dem. Ich musste etwas loslassen von dem, was ich mir vorstelle. Ich musste etwas loslassen, vielleicht von Vorstellungen, die ich hatte, und sagen, ich akzeptiere jetzt Marianne, so wie sie jetzt ist. Und das, ganz ehrlich, das war nicht ein Prozess auf heute und morgen. Aber es hat mir definitiv geholfen. Einfach zu sagen, okay, ich nehme das mit. Und noch vielleicht ganz persönlich zu sagen, ich musste auch das vor Gott bringen und sagen, hey, dieser Schmerz, weil zwischendurch war es auch ein Schmerz. Genau. Weil ich plötzlich sagen muss, diese Vorstellung, wie ich dachte, wie es mal sein wird, gebe ich auf. Ja. Das heißt ja nicht, dass du hast immer gesagt, ich stehe hinter dir, ja, genau. Aber ich kann einfach das nicht gleich. Genau. Und ich bin nicht wie deine Mutter. Oder? Genau. Ja, also ich denke, das ist mega wichtig und das andere ist hier, die Veränderung ist ja auch so, dass die Veränderung kann ich nicht bezwingen. Genau. Also darum, das Akzeptieren ist so wichtig, weil ich muss ja, wie sie gesagt hat, ich muss nicht alles super finden, aber ich muss es akzeptieren, weil ich kann Mary nicht verändern. Sie kann sich verändern, Gott kann sie verändern, wenn sie das möchte. Aber ich nicht. Und wenn ich das verändern möchte, dann gibt es immer Bam. Genau. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in der Ehe. Wir können unsere Partner nicht ändern. Musste ich auf die harte Tour. Genau. Du hast ja lange versucht, aber das hat nicht funktioniert. Nein, aber ich denke, es ist super, dass wir überlegen über diese Sachen, also Akzeptanz. Und ein zweiter Punkt, was sehr wertvoll, sehr wichtig ist Wertschätzung. Und Wertschätzung fängt dort an. Also es fängt an, dass ich sage, ich akzeptiere meinen Partner. Das zweite ist, ich fange ihn wertzuschätzen, auch die Unterschiedlichkeit wertzuschätzen. Und das ist wichtig, man braucht so einen Goldblick. Und das ist ein Prozess, der
muss wachsen, kann wachsen. Für mich ist es so wie eine Medaille. Eine Medaille hat auch oft 2 Seiten und eine vielleicht Schwäche, die du in deinem Partner, in deiner Frau, in deinem Mann siehst, hat auch eine starke Seite. Und wenn wir lernen, auch die Stärke von dieser Schwäche zu sehen, dann können wir auch sogar die Unterschiedlichkeit von unserem Partner wertschätzen. Das heißt nicht, dass ich automatisch alles gut finde, aber ich schaue nicht nur auf das, sondern ich sehe auch die Stärken, die es produziert. Ja. Gell, wie hast du das erlebt? Ja, also ist auch ein Bereich, wo über Jahre entwickelt sich, wie zeige ich Wert oder wie schätze ich meinen Partner. Am Anfang von unserer Ehe, also Dan hat viele Aspekte, seine Charakter, seine viele Eigenschaften hat er, wo mich sehr gefallen hat. Früher, vor allem er ist abenteuerlich, er ist sehr positiv, er kann viel leisten, er wird vieles unternehmen und das hat mir am Anfang von unserer Ehe sehr gefallen, das sind Stärken von Dan und irgendwann nach 5 Jahren Ehe habe ich gemerkt, genau diese Sachen, diese eigentlich schöne Eigenschaften von der Dan hat mich so genervt und gestresst, weil ich war an einem Punkt, wo ich kein Abenteuer mehr in mein Leben wollte. Ich als Australierin in der Schweiz, das ist ja Abenteuer genug. Und plötzlich all diese Sachen von früher, die ich so gut gefunden habe, waren wirklich stressige Sachen. Und ich dachte mir, wieso ist der nicht ruhiger? Wieso ist er nicht reifer? Das hat Dan auch gespürt, das wäre sehr schmerzhaft. Das war zum Beispiel, also ich hatte einfach mehr so kleine Feedbacks, wo du mich so kritisch eine Kritik gegeben hast. Ja, und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich sehe den in einem sehr negativen Licht. Ja. Und eben das mit dem Akzeptanz und Wertschätzung, das war schwierig für mich. Und in dieser Zeit habe ich einfach Gott gesucht und Gott auch bittet, Gott hilf mir, dass ich den in ein besseres Licht sehe, hilf mir, dass ich eine größere Perspektive habe. Und das war wirklich ein schönes Erlebnis für mich. Ich habe dann in diesem Austausch mit Gott, in Gebet, habe ich wirklich realisiert, aha, diese Sachen, diese Eigenschaften von denen, die sind nicht schlecht. Eigentlich, die gehören zu denen. Und die sind auch stark und die haben einen Sinn und einen Zweck. Also es ist sehr wichtig, dass Dan diese Eigenschaften hat. Und ich habe gesehen, aha, es ist nicht mein Job, meine Rolle, die Sachen zu ändern. Nein, ich muss den akzeptieren, wie er ist. Das heißt nicht gleich, dass ich muss alles toll finden, aber grundsätzlich an Dankbarkeit und Wertschätzung für den, wie er ist, habe ich nach diesem Austausch mit Gott, habe ich das wie eine größere Perspektive bekommen. Ja, und das Resultat ist dann auch sichtbar. Genau. Also es ist so schön, ich sag's dir, das ist so schön, so zu leben. Ja. Weil plötzlich dann merkt man wieder, oh, meine Frau schätzt mich, oder? Genau. Also, erster Punkt, akzeptieren. Zweiter Punkt, wertschätzen, lernen. Genau. Dritter Punkt, anpassen. Jawohl. Und anpassen, das ist nicht so mega vielleicht ein sexy Thema, weil, jetzt sagten wir doch immer, akzeptieren, wie du bist. Ja, aber in der Ehe geht es nicht einfach immer so zu bleiben. Genau. Es ist so entscheidend, dass wir uns immer wieder sagen, ich möchte mich einen Schritt auf meinen Ehepartner zu machen. Ich möchte zu überlegen, okay, wir haben diese Spannungsfelder, wir haben diese Unterschiedlichkeit, aber nicht alle Spannungsfelder müssen wir aufrechterhalten. Genau. Also vielleicht, wenn du merkst, okay, Ferien immer Spannungsfelder, wieso dann, bei uns, wir sagten, okay, Hobbys ist ziemlich schwierig. Wo finden wir gemeinsame Hobbys? Also Mountainbiken, da kommt sie nicht mit. Surfen kommt sie nicht mit. Oder? Also diese Hobbys, die, wenn ich die machen möchte, muss ich die alleine machen, okay? Ja. Aber ich möchte nicht nur einfach mein Leben separat leben. Ja. Da müssen wir aufeinander zubewegen. Wir haben gemerkt, hey, wir haben für uns das Wandern entdeckt, weil du liebst die Berge. Ja. Ich liebe die Berge. Ja. Ich liebe Bewegung. Du sagst, Wandern ist noch okay. Ich liebe die Restaurant am Schluss, wo wir Kuchen essen können. That's it. Gute Kaffee. That's it. Und so ist es, dass es eigentlich wirklich, haben wir gemerkt, dass das gefällt uns. Ja, genau. Und bei Ferien zum Beispiel ja, habe ich gesagt, hey, ich darf vorbereiten, ja,
Aber ich sage dir einfach die Pläne nicht bis am Morgen. Genau, dass ich nicht zu viel Sorgen mache. Genau. Oder wir teilen das aus, einen Tag darf ich, einen Tag darfst du. Und wir haben auch eine Bereitschaft, in einen Kompromiss einzugehen. Ich denke, wenn wir das so von beiden Seiten spüren, dann ist die ganze Ferien viel entspannter. Mega, genau. Mega. Oder ein anderer Bereich ist die ganze Umgang mit Agenda. Ich denke, die Agenda ist ein Thema, wo wir sind lang dran, wir müssen lernen, oder wie planen wir unsere Agenda. Der Dan kann nicht einfach 20 Leute zu uns am Freitagabend einladen. Er muss mich zuerst fragen, ist das für mich okay, ist das möglich? Das ist ein Bereich, wo eben, wir müssen beide ab und zu mal einen Kompromiss eingehen. Mega, genau. Mega. Ja. Weil dann werden die Unterschiedlichkeiten wirklich nicht mehr so ein Spannungsfeld, sondern hey, ich bin ja auch dankbar, jetzt gerade unser Sozialleben, dein Einfluss, es hilft mir auch, in die Ruhe zu kommen, auch wenn ich vielleicht hätte ich abgemacht und da abgemacht, aber oft in den letzten Jahren merkte ich, eigentlich bin ich noch dankbar, dass wir weniger, wir haben immer noch viele gute Freundschaften, aber etwas weniger, weil das tut mir auch gut. Und ab und zu ist halt so eine Persönlichkeit, aber es tut dir nicht alles immer auch gut. Genau, ja. Ja, und wichtig zu wissen, dass das ist ein Prozess. Eben, wir erzählen das jetzt und wir erleben viel auch Glück in dem, dass wir unterschiedlich sind, und das kann ein Bereicherung sein, aber das ist ein langer Prozess, wo auch oft schmerzhaft war, und wir sind immer noch am Wachsen. In dem Ziel erreicht haben wir noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Einen Punkt, den ich noch sagen möchte, ist wirklich, dass auch diese Anpassung, das braucht wirklich eine innere Einstellung. Wenn dein Partner anders ist, überlege dir, welche Schritte du auf die Persönlichkeit deines Partners zugehen kannst. Überlege dir, wo kannst du Kompromisse machen. Das braucht eine innere Einstellung, und das ist, ich denke, das ist so entscheidend. Genau, lad die Heilige Geist ein in deinen Prozess. Also wir haben die Spannungsfelder zwischen Akzeptanz, wir sind so wertschätzig, und doch wir müssen eine Bereitschaft haben, an uns selber zu schaffen. Da gibt es ein Spannungsfeld, wo nur Gott kann uns helfen, in dem reinzuwachsen und in dem vorwärts zu kommen zwischen diese zwei Spannungen. Und ich denke, das ist unbedingt wichtig, dass Gott eine große Rolle spielt in wie wir in der Ehe unsere Unterschiedlichkeiten erleben. Und das Gute ist, dass wenn du jetzt da bist und denkst, oh Gott, der kenne ich gar nicht mal so mega persönlich ist, der kennt dich, und du kannst jederzeit einfach zu ihm beten und sagen, Gott, hey, ich brauche dich in unserer Ehe. Und das möchten wir gerade jetzt machen. Wir möchten einfach mit dir zusammen beten, egal wo du jetzt gerade zuschaust, wo du jetzt gerade zuhörst, ob du jetzt in einer Beziehung bist, aus einer Beziehung kommst, in eine Beziehung reingehst, beten, dass Gott uns hilft, beziehungsfähig zu sein, um mit Unterschiedlichkeit von einer anderen Person umzugehen. Vater, ich danke dir so viel mal einfach für jede Person, die jetzt gerade zuhört oder zuschaut. Ich danke, hast du uns unterschiedlich gemacht. Danke, sind wir anders. Ich danke dir, Vater, dass du uns einzigartig gemacht hast. Jeder Mensch, wunderbar, aber anders. Und ich bete, dass du uns hilfst, einfach auch die Schätze der Andersartigkeit von der anderen Person zu sehen. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, eine Bereitschaft zu haben, auf unsere Ehefrau, unseren Ehemann zuzugehen, auf unseren Partner zuzugehen. Vater, ich bete, dass du uns Weisheit gibst und auch Kraft siehst, das Gute zu sehen in der Andersartigkeit. Und Vater, hilf uns auch dort einfach zu wachsen, wo wir wachsen dürfen in unserer Persönlichkeit. Danke, machst du das möglich. Amen. 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 Hey, wenn dir diesen Chat gefallen hat, drück unbedingt auf den Daumen hoch. Das hilft, dass einfach mehr Leute von dem sehen, und teile es mit deinen Freunden. Schreibe uns deine Erlebnisse, deine Fragen an marriage-chat@icf.ch. Genau, und nächsten Monat geht weiter. Wir haben die Ehre, Susanna und Leo Bigger bei uns willkommen zu heißen, mit einem spannendes Thema. So bleibt deine Ehe erfüllend und frisch, auch noch nach 20 Jahren. Also das müssen wir unbedingt zuhören. Wir brauchen das, wir sind bei 12. Und Sie sind mehr als 20. Sie sind, genau, das ist, ja.
Ja. Also von dem her unbedingt wieder reinschauen, abonnieren am besten. Alle Informationen, zu was wir in der Kirche anbieten, damit du in deiner Beziehung, in deiner Ehe florieren kannst, unten im Beschreib. Und wir sehen uns wieder in einem Monat. Ciao zusammen.